Ein ganz herzliches Hallo. Heute geht es um das Thema Selbstvertrauen, der Weg zu deinem erfüllten, glücklichen Leben. Mein Name ist Pierina Steiner, Happiness Flow Coach und Hypnosetherapeutin. Warum habe ich das Thema aufgegriffen? Erstens, weil es ganz wichtig für dein gesamte Leben ist und zweitens, weil die Begriffe Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit von vielen einfach durcheinandergebracht werden oder unter der Bezeichnung Selbstbewusstsein zusammengefasst werden. Und drittens, weil ich das Thema auch sehr gut bestens selber kenne, denn auch ich hatte in jungen Jahren so meine Probleme mit dem Selbstwert, Selbstvertrauen und dem Selbstbewusstsein. Viele der Kunden kommen zu mir, weil sie ihr Selbstbewusstsein stärken wollen. Doch bevor wir ja die Begriffe mal alle in einen Topf hineinfallen, dann sollten wir zuerst mal genau wissen und uns bewusst machen, was meinen wir denn ganz genau damit. Der Selbstwert, das heisst, welchen Wert gibst du dir selber? Es ist der subjektive Wert, den du dir selber gibst. Der Wert sind deine Eigenschaften, deine Vorlieben, deine Einstellung. Der Wert von dir, der hat rein gar nichts mit dem zu tun, was andere über dich denken, ob sie dich loben, ob sie dir Anerkennung geben oder was du besitzt. Es geht nur um einen Wert, den du dir selber gibst. Also darum, dich voll und ganz zu wertschätzen, dich zu akzeptieren und zu lieben. Genau so, wie du jetzt bist. Beim Selbstvertrauen geht es darum, wie viel Vertrauen hast du in dich selber. Vertraust du deinen Fähigkeiten? Vertraust du dir selber, dass du Hürden meistern kannst? Es bedeutet, dass du darauf vertraust, das Richtige zu tun. Also zum Beispiel auch deinem Bauchgefühl, deiner inneren Stimme vertraust. Es geht auch darum, welche emotionale Bewertung du dir selber gibst. Das Selbstvertrauen, das steigt leider nicht durch angehäufte Besitztümer, ein fettes Bankkonto oder sonst irgendetwas Materielles. Die Selbstsicherheit definiert deine Fähigkeit, dein persönliches Urteilsvermögen sowie deine eigenen Stärken und Schwächen, dass du die ganz konkret kennst. Es geht auch um deine soziale Kompetenz. Das ist deine Fähigkeit, im sozialen Kontakt so zu handeln und aufzutreten, dass deine eigenen Bedürfnisse auch befriedigt werden. Aber ohne gleichzeitig Mitmenschen dabei einzuschränken. Beim Selbstbewusstsein, dort geht es darum, dass du dir selber bewusst bist. Dass du deine Stärken, deine Schwächen ganz bewusst wahrnimmst. Dir aber auch bewusst bist, wer du bist, was für Eigenheiten du hast. Es geht auch darum, dass du dir deiner persönlichen Geschichte bewusst bist und dich so kannst akzeptieren, wie du bist und an dich glaubst. Mir ist es wichtig, dass du die Unterschiede kennst. Doch jetzt hier im Podcast wird ich der Einfachheit halber einfach als Selbstvertrauen benennen. Der Irrglaube, der immer noch vorherrscht, ist, dass viele glauben, wir können Selbstvertrauen mit einigen guten Tipps und mit der einzigen Hypnose aufbauen. Richtig und wichtig ist, dass mit einer analytischen, aufdeckenden, ausheilenden Hypnose Grundprägung, die bereits in der Kindheit entstanden ist, ausgeheilt werden kann. Also die Prägung, die verantwortlich ist für ein mangelndes Selbstvertrauen. Denn erst dann ist es wirklich möglich, auch ein echtes und starkes Selbstvertrauen aufzubauen.
Man könnte auch sagen, zuerst muss der Boden geschaffen werden, damit du darauf aufbauen kannst. Genauso wie ein Bauer. Zuerst muss der Boden pflügen, düngen, damit er nachher eine gute Ernte hat. Wer aber glaubt, dass er mit einigen Tipps und ein paar guten Ratschlägen sein Selbstvertrauen aufbauen könnte, wird schnell feststellen, dass das leider nicht so ist. Denn wenn es wirklich darauf ankommt, deine eigene Meinung vor einer Gruppe zu vertreten, die anderer Ansicht ist, oder du vor fast aussichtslosen Herausforderungen stehst, in einer Lebenskrise, dann wirst du nämlich schnell feststellen, dass die gut gemeinten Tipps dir nur ganz wenig bringen. Echt Selbstvertrauen musst du dir Schritt für Schritt erarbeiten. Ja, du musst wirklich in einen Prozess hineingehen, denn es bedeutet, dass du dich selber bestens kennst, mit all deinen Schwächen und Stärken und auch zu denen voll und ganz kannst stehen. Weil das Internet ist ja eigentlich voll mit ganz guten Tipps zum Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Dann müsste man doch meinen, dass alle Leute ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben. Weil die Tipps kann man sich ja einfach gratis holen. Aber Fakt ist, dass wirklich nur ein kleiner Prozentsatz ein wirklich starkes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen haben. Und zwar aus dem Grund, weil man einfach ein paar Tipps anwenden, aber nicht wirklich in einen Prozess einsteigt. Einige verwechseln auch ein barsches Auftreten, umschreien, rechthaberisch sein, andere in den Boden stampfen, als ein starkes Selbstvertrauen. Das hat aber überhaupt nichts mit dem zu tun. Denn wenn jemand ein starkes Selbstvertrauen hat, dann hat er das nicht nötig. Und wenn jemand genau so umschreit, rechthaberisch ist, dann zeigt es eigentlich hinten dran nur die Unsicherheit, die derjenige vertuschen will. Aber auch Personen, die wirklich jederzeit, wenn man sie antrifft, egal am Morgen früh oder am Abend spät, immer so gekleidet sind, als kommen sie gerade aus dem Druckli raus oder als wäre die Person gerade aus der Show Germany's Next Topmodel entsprungen. Auch solche Personen haben vielfach ein Problem mit ihrem Selbstvertrauen und kaschieren es durch das. Vielfach ist es nämlich ein Angleichen, ein Nachäffen an irgendeine Persönlichkeit, der neueste Mode, um bei anderen die gewünschte Wirkung zu erzielen und dann Komplimente bekommen. Denn das brauchen die Leute, dass sie meinen, ihr Selbstvertrauen sei dann stärker. Ja, solche Personen, die würdest du nie beim Einkaufen antreffen, im Trainingstenue wie mir. Vielleicht auch gerade ein bisschen mit verstrubbelten Haaren. Und mir ist das egal, was die anderen denken, weil ich ein gesundes Selbstvertrauen habe. Jeder Mensch, auch du, willst doch einfach dich gut fühlen, Erfolg im Leben haben, glücklich sein, vielleicht eine tolle Familie oder eine erfüllte Partnerschaft, einen Job, der dir Spass macht und dich erfüllt. Und obwohl alle Menschen sich ein glückliches, ausgeglichenes, erfülltes Leben wünschen, sind viele leider immer noch nicht bereit, etwas dafür zu tun und sich selber besser lernen zu kennen, sich mit sich auseinanderzusetzen und in einen Prozess hineinzugehen. Sie verhalten sich wie immer, tun immer wieder das Gleiche, denken immer wieder das Gleiche und hoffen dabei, dass andere Ergebnisse herauskommen. Das ist jedoch aber völlig utopisch. Wenn du also nicht bereit bist, zu reflektieren, dich selber wirklich kennenzulernen, dich zu erforschen, wer du bist und dann natürlich auch erkennen, wo Veränderungen notwendig sind,
wird sich nicht wirklich viel ändern. Du wirst dort bleiben stehen, wo du jetzt bist. Da stellt sich einfach die Frage, warum die Menschen nicht die Schritte unternehmen und hoffen doch ein Leben lang, dass sie das Leben führen können, von dem sie so sehnlichst träumen. Hast du jemals in der Schule gelernt, wie du von deinen Automatismen gesteuert wirst? Oder wie Glaubenssätze dich prägen können? Wie Erfahrungen Wunden hinterlassen und wie sie ausheilen kannst? Oder wie du die inneren Kritiker entmachten kannst? Nein, das hast du nie gelernt. Dir ist seit Kindesbeinen an beigebracht worden, dass du ein guter Mensch sollst sein. Wenn du dich anpasst in der Gesellschaft, im Umfeld, wenn du Leistungen bringst und ganz schön brav still sitzt, dann bist du ein guter Mensch. Ja, die heutige Gesellschaft ist sehr stark aufs Aussen gerichtet. Wir lenken uns selber durch allerlei Sachen, was Internet und Fernsehkisten angeht, ab. Und da ist es halt auch nicht verwunderlich, dass sich viele noch gar nie mit sich selber beschäftigt haben und im Aussen fixiert sind und wirklich so darauf bedacht sind, im Aussen erfolgreich zu sein. Und durch das, dass dir nie beigebracht worden ist, in dich selber hinein zu spüren, weil das Aussen halt als wichtiger gegolten hat, hast du nie wirklich erfahren, was es heisst, dir voll und ganz selber zu vertrauen. So baust du mit der Zeit immer mehr ein Vertrauen auf, aber jedoch im Aussen zu den anderen und hörst immer mehr auf deren ihren Rat, ihre Meinung, statt dir selber zu vertrauen. Und mit dem geht die Beziehung zu dir selber noch mehr verloren und dein Selbstvertrauen wird geschwächt. Wir können sagen, du hast vergessen, dass du die wichtigste Person in deinem Leben bist, mit der du zusammen bist, bis zum letzten Atemzug. Dazu kommt, wenn du dich nicht in der Tiefe mit dir selber befasst, denn je älter du wirst, geht die Beziehung zu dir selber immer mehr verloren und der Fokus verlagert sich immer wie mehr ins Aussen. Dann nimmst du dich immer weniger selber bewusst wahr, genauso wie dein Körper und deine Gedanken. Die inneren Erfolge, die du nur mit dir selber erleben kannst, wie so aufbauende Selbstliebe, ein starkes Selbstvertrauen, wird immer wie mehr ausser Acht gelassen, weil äußere Erfolge mehr zählen. Ich denke, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, kennst du auch so Situationen, in denen du dir wirklich wünschen, mehr Selbstvertrauen zu besitzen. Das kann zum Beispiel sein, dass du dir einbildest, dass andere erfolgreicher, besser, glücklicher sind und das für dich wie unerreichbar ist. Oder dass du es anderen immer recht machen musst und Mühe hast, Nein zu sagen und ganz klar deine Interessen zu vertreten. Oder dass du gewisse Aktivitäten meidest, weil sie dir Angst machen. Oder du bereits schon vorher unangenehme Gefühle verspürst. Vielleicht auch, dass du dich öfters innerlich kritisierst, dich aber immer wieder selber nervst ab dir. Dass du das Gefühl hast, dass du in einer Gruppe nicht wahrgenommen wirst, übergangen oder auch vielleicht nicht richtig ernst genommen wirst. Oder dass du dich ab dir selber nervst, bei kleinen Fehlern, dich selber nachher runtermachst. Die Aufzählung, die könnte noch lange so weitergehen. Doch ich denke, das eine oder das andere, das kommt dir bekannt vor.
bist dir einfach bewusst, fehlendes und mangelndes Selbstvertrauen ist einer der grössten Erfolgsverhinderer und verursacht Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen. Dein Selbstvertrauen, ja, das ist entscheidend und maßgeblich daran beteiligt, ob du glücklich oder unglücklich bist. Ob du eine harmonische Partnerschaft führst oder im Zank und in Unzufriedenheit bist. Ob du Schwierigkeiten leicht kannst meistern, daran wachst oder daran kannst zerbrechen. Ob du aufblühst in deinem Job oder unzufrieden deine Arbeit verrichtest. Ob du ein dickes Fell hast oder alles persönlich nimmst oder dich der innere Kritiker so richtig zur Schnecke macht. Selbstvertrauen, ja, das ist eng mit dem Selbstbewusstsein, der Selbstannahme, der Selbstliebe, Selbstachtung und dem Selbstwertgefühl verbunden. Zu diesem Thema wird immer gefragt nach einigen schnellen, umsetzbaren Tipps. Wie anfangs schon einmal erwähnt, muss ich dir leider sagen, dass sich echt Selbstvertrauen einfach wirklich nicht mit einigen Tipps nur aufbauen lässt und von heute auf morgen positiv verändert. Es gibt leider dazu weder ein Pülverli noch eine Pille. Und es wird dich auch nicht weiterbringen, wenn du deine Ängste, deine Unsicherheit verdrängst. Denn solange du dich nicht mit dir selber wirklich auseinandersetzt, werden auch Ängste und Unsicherheit immer wieder durchdrücken. Und meistens genau in dem Fall dort, wo du es am allerwenigsten brauchen kannst. Der wirklich einzige Weg, um dein Selbstvertrauen zu stärken, ist, deine Ärmel hinterher zu setzen, die an die Arbeit machen mit dir selber. Denn um dein Selbstvertrauen aufzubauen, benötigst du einen schrittweisen Aufbau. Einen klaren Plan, wie du Schritt für Schritt vorwärts gehst und dein Selbstvertrauen kannst stärken. Und durch das wirst du noch ein weiteres Vertrauen entwickeln. Und zwar das Urvertrauen. Das Urvertrauen ist das, was du als Kind seit der Geburt gehabt hast und leider im Laufe des Lebens immer wie mehr verloren gegangen ist. Wie du wieder befreit zu dir selber findest, dein Selbstvertrauen zurückgewinnst und dein Urvertrauen wieder überkommst. Dazu habe ich einen klaren Plan und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Solltest du daran interessiert sein, deine Selbstzweifel und Ängste abzulegen, hast du genug auch vom inneren Kritiker, der das Leben schwer macht und es auch sabotiert, dann lass uns doch mal darüber reden, wie du genau dein Selbstvertrauen aufbauen kannst. Glaub mir, noch jeder, der sein Selbstvertrauen aufbauen hat eine neue, befreite Lebensqualität gewonnen. Ist viel ausgeglichener, gelassener, ist auch zufriedener. Solltest du Fragen haben, irgendein Anliegen, vielleicht auch zu einem anderen Thema, dann schreib mir doch einfach an info@speed-flow.ch oder nutze das Kontaktformular, das findest du im Podcast-Beschrieb. Übrigens würde ich mich freuen, wenn dir mein Podcast gefallen hat, wenn du ihn abonnieren würdest und darfst ihn auch sehr gerne weiterempfehlen und auch einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du der Mensch wirst, der du gerne sein möchtest. Voller Selbstvertrauen und Urvertrauen. Auf deinen Lebenserfolg. Deine Pierina Steiner.